Wir haben ja die letzte Zeit uns so einige Charaktereigenschaften und Wesensarten Gottes angeschaut. Seine Güte, seine Treue, seine Liebe. Und jetzt wollen wir uns auch anschauen, wie kommt denn wie entsteht unsere Liebe zu Gott? Das ist etwas, was wir auch möchten, dass wir ihn lieben, dass wir wirklich sagen können, Gott, ich liebe dich. Dass wir in der ersten Liebe zu ihm sind, dass wir diese Liebe auch von unserer Seite her beantworten können. Lukas 7, Vers 36 folgende. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Also Jesus wurde von einem Pharisäer gebeten, dass er zu ihm kommt und mit ihm isst. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tische. Das ist das erste Mal überhaupt, dass Jesus von einem Pharisäer eingeladen wurde. Und die Pharisäer der damaligen Zeit, das war die geistliche Oberschicht. Das war auch die gesellschaftliche Oberschicht. Das war die Crème de la Crème der damaligen Gesellschaft. Das war ein riesiger Filz, verwickelt auch mit der Politik. Und das waren die Leute, die das Sagen hatten damals in dieser Gesellschaft. Und einer von diesen Pharisäern ist also zu Jesus gekommen und hat ihn eingeladen, mit ihm zu essen. Und siehe, Vers 37, aber nochmal schnell kurz zurück. Wenn wir uns das vorstellen, so wenn du eingeladen wirst, so von einer wichtigen Persönlichkeit, dann schaust du doch, dass alles stimmt. Dann schaust du doch, dass alles sitzt, dass du keinen Fehler machst, dass dir kein Fauxpas unterläuft und der irgendwie dann komisch von dir denkt, sondern dann schaut man, dass wirklich alles stimmt und sitzt. Dann schaust du, dass der Krawattenknopf schön passt und dass alles einfach picobello ist. Da ist man nicht nachlässig, sondern da schaut man, dass alles stimmt. Und so war auch diese Situation. Jesus war also bei diesen wichtigen Leuten und da waren auch andere Gäste da, wahrscheinlich auch andere Pharisäer, andere Leute aus diesem gesellschaftlichen Umfeld, aus dieser Oberschicht der Gesellschaft, aus diesem gesellschaftlichen Niveau. Und so saß Jesus da mit diesen Leuten und vermutlich haben sie so ein bisschen vorsichtig Smalltalk betrieben und haben gegessen zusammen. Dann Vers 37. Und siehe, eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, hatte vernommen, sie hatte gehört, dass er im Hause des Pharisäers zu Tische war, brachte eine Alabasterflasche voll Salbe und trat von hinten zu seinen Füßen. Auf einmal in diese traute Atmosphäre des Zusammenseins Jesu mit den Pharisäern kommt eine Frau hinein, eine junge Frau. Aber es war nicht nur einfach eine Frau, sondern das war eine stadtbekannte Prostituierte. Eine Sünderin steht hier. Und diese Frau kam hinein in diese erlauchte Gesellschaft und sie hatte nicht mal eine Einladung. Sie war nicht mal eingeladen worden. Man hat nicht gesagt, hey, du kannst auch noch dazukommen, wenn du willst. Nein, sie kam einfach so. Und dass sie eben keine Einladung hatte, hielt sie nicht davon ab, da hineinzukommen. Sie ließ sich auch nicht davon abhalten, dass sie stadtbekannt war, dass alle sie kannten. Vielleicht kannte sie einige dieser Männer relativ gut, ich weiß es nicht. Sie ließ sich nicht davon abhalten, dass sie verrufen war, dass sie verachtet war, dass sie abgelehnt war. Sie ließ sich nicht davon abhalten, dass man ihr vermutlich ihr Gewerbe ansah. Sie ließ sich nicht abhalten. Auch nicht davon, dass sie eigentlich gesellschaftlich gar nicht zu diesen Leuten da passte. Sie kam aus einem anderen gesellschaftlichen Umfeld, sondern sie kam, weil sie eben vernommen hatte,
dass Jesus da war. Sie hatte gehört, Jesus ist in diesem Haus. Und dieser Wunsch in ihr, Jesus zu begegnen, war so stark, dass sie all diese Hindernisse, all das, was sie eigentlich abgehalten hätte, da hinzugehen, dass sie all das überwand. Dass sie eben eine Sünderin war, dass sie da nicht hineinpasste, dass sie verachtet war, dass sie bekannt war, dass sie keine Einladung hatte. All das ließ sie nicht abhalten, da hineinzugehen, sondern es war ihr gleichgültig, was die Leute über sie dachten. Es war ihr egal. Sie wollte einfach da hineingehen und diesem Jesus begegnen. Sie war eine Kaputte, eine Sünderin, aber auch Sünder haben eigentlich ihren Stolz. Auch kaputte Menschen haben ihren Stolz. Nicht nur denen, die auf etwas stolz sein können, nicht nur die sind stolz, sondern auch die, die auf nichts eigentlich stolz sein könnten, sind stolz. Jeder Mensch hat irgendwo etwas, worauf er stolz ist. Ich selber zum Beispiel früher, als ich Jesus noch nicht kannte, in meiner Drogenzeit, ich war stolz darauf, möglichst kaputt auszusehen. Ich war stolz darauf, wenn ich eingefallener war als die anderen. Wenn ich die längeren Haare hatte und kaputter aussah, dann war ich stolz darauf. Oder als ich im Gefängnis saß, ganz extrem, das ist auch so eine Hierarchie in den Gefängnissen, und da ist man stolz, wenn man eine möglichst lange Strafe hat. Da ist man stolz darauf. Dann ist man jemand. Ist so, tatsächlich. Und wenn dann so kleine Kriminelle, Drogenkriminelle kommen wie ich, die verachtet man da im Knast. Das ist niemand, da bist du ein Nobody. Das sind die schweren Jungs, das sind da die, die stolz sein dürfen auf das, was sie geleistet haben. Also auch die kaputten Menschen sind stolz. Jeder hat irgendwo etwas, worauf er stolz ist und diesen Stolz nicht verlieren möchte. Und auch diese Frau. Und trotzdem ist sie da hineingekommen. All das hat sie nicht aufgehalten. Eigentlich hätte sie ja warten können, bis Jesus wieder herauskommt. Aber sie wollte ihm unbedingt jetzt begegnen. Sie wollte nicht warten. Sie wollte ihm jetzt begegnen. Sie hatte von ihm gehört. Wahrscheinlich hatte sie ihm auf den Straßen Jerusalems, als er da herumgegangen war und gepredigt hatte, hatte sie ihm vermutlich zugehört. Sie hatte ihn gesehen. Sie hatte gehört, wie er zu der Volksmenge sprach. Wahrscheinlich war sie irgendwo in der Volksmenge und hatte gehört, wie er gesagt hat, ich bin gekommen, das Verlorene, das Verachtete, das Kaputte, das Hoffnungslose zu suchen und zu retten. Und sie hat gehört, wie die Menschen von ihm sagten, er ist ein Freund der Zöllner und der Sünder. Und sie war ja eine Sünderin. Und da hat sie gehört, dieser Jesus, dieser Mann, ist gekommen für die Kaputten, für die Elenden, für die Verachteten, für die Hoffnungslosen. Und sie war eine solche und das hat sie hingezogen zu diesem Jesus. Sie war eine Sünderin und sie litt unter ihrer Sünde und unter der Auswirkung dieser Sünde, weil niemand schlägt diesen Weg, den sie eingeschlagen hat, freiwillig ein. Sie hatte ein verpfuschtes Leben, wahrscheinlich eine verpfuschte Kindheit. Sie war kaputt, einsam, verstoßen, verlacht, verachtet, verletzt, kaputt etc. Sie hatte keine Zukunft, keine Hoffnung und sie litt unter dieser Sünde, konnte aber nicht heraus aus dieser Sünde. Es war ein Teufelskreis, sie konnte ihr Leben nicht verändern. Sie war gefangen, sie war unfrei in der Sünde. Wahrscheinlich hat sie es immer wieder versucht, herauszubrechen aus diesem Teufelskreis, diese Sünde, diesen Lebensstil hinter sich zu lassen und ein normales, gesellschaftlich normales Leben zu leben, und sie hat es nicht geschafft. Sie konnte nicht heraus. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Hast du in deinem Leben Bereiche, wo du merkst, da möchte ich endlich ausbrechen? Da möchte ich endlich herauskommen aus diesem Teufelskreis, wo du leidest darunter, dass du immer wieder in gewisse Verhaltensweise hineinfällst, die du gar nicht willst, wo du leidest darunter und herauskommen möchtest. So war es bei dieser Frau. Und solange sie noch jung war und einigermaßen hübsch war,
da konnte sie davon leben, aber später dann, in einigen Jahren, also sie hatte wirklich keine Zukunft, keine Hoffnung. Und in diese Situation hinein hörte sie eben von diesem Jesus, von diesem Freund der Zöllner und Sünder, hörte sie, wie er gesagt hat, ich bin gekommen, nicht für die Gerechten, sondern um die Sünder zu retten. Und sie hat ihn gesehen, sie hat auf den Straßen Jerusalems gesehen, wie er die Menschen berührt hat, wie sich Menschen verändert haben, denen er begegnet ist, wie Menschen geheilt, befreit wurden durch die Begegnung mit ihm, wie er gekommen ist für die Abgelehnten, Verachteten, Hoffnungslosen, wie er gekommen ist für all die, die wissen und erleben von sich selber, ich habe eigentlich keine Chance in diesem Leben. Ich habe keine Chance, aus diesem Teufelskreis der Sünde herauszubrechen mit meinen eigenen Mitteln und Möglichkeiten. Ich habe es schon oft versucht, habe es aber nicht geschafft. Ich habe ohne ihn keine Hoffnung und keine Zukunft. Ohne ihn kommt von mir nichts Brauchbares, nichts Gutes. Und als sie all das hörte über Jesus, was man über ihn sagte, da wusste sie, diesem Jesus will ich, muss ich begegnen. Ich kann nicht mehr warten, bis er herauskommt, sondern ich will jetzt zu ihm, jetzt ihm begegnen. Und wahrscheinlich erkannte sie auch an seiner Ausstrahlung, dass er anders war als die anderen Männer. Wenn er sie anschaute, er schaute sie anders an. Da war Barmherzigkeit, da war Mitleiden mit ihrer Not. Und da war wirkliche, echte Liebe, keine Verachtung. Und da kommt sie also in diese erlauchte Gesellschaft, Vers 37 und 38. Und siehe, eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, hatte vernommen, dass er im Hause des Pharisäers zu Tische war, brachte eine Alabasterflasche voll Salbe und trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen. Und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Da kommt sie und sie kommt direkt zu Jesus. Direkt zu Jesus. Jetzt stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du bist in dieser Situation, eben mit diesen wichtigen Leuten, Entscheidungsträgern, und dann kommt jemand hinein, dem du schon von weitem ansiehst, dass es eine Sünderin ist, und dann kommt sie ausgerechnet zu dir. Was denken da die Leute? Was denken da die Leute? Dein guter Ruf völlig im Eimer. Ich habe ein Beispiel gehört von Floyd McClung, ich weiß nicht, kennt ihr den? Das war ein Leiter von Jugend mit einer Mission. Der hat in Amsterdam eine evangelistische Arbeit aufgebaut, und zwar mitten im Rotlichtviertel in Amsterdam. Mittendrin hat er sich eine Wohnung gesucht und ist da zusammen mit seiner Frau und 2 kleinen Kindern eingezogen, mitten in diesem Rotlichtviertel, wo die Frauen da in den Schaufenstern stehen und sich anbieten. Und er hat angefangen, da diese Frauen, diese kaputten Frauen zu evangelisieren, ihnen das Evangelium gebracht. Und er und seine Frau natürlich, er kannte diese Frauen zum Teil mit Vornamen. Sie haben viel Gespräche gehabt, einen Kreis in ihrer Wohnung, wo sie über die Bibel geredet haben, über Jesus, die Erlösung geredet haben. Er kannte die Frauen, die da in den Schaufenstern standen. Und dann hat er gesagt, dann ist eine Delegation von Pastoren und geistlichen Leitern aus Amerika zu ihm zu Besuch gekommen. Und haben ihm gesagt, so jetzt führe uns du mal durch dieses Quartier, wo du arbeitest. Und dann ist er mit diesen geistlichen Leitern durch dieses Rotlichtviertel hindurchgelaufen und bei den Schaufenstern, wo eben die Frauen drin stehen oder draußen, je nachdem, und da all diese geistlichen Leiter mit ihm. Und die Frauen da haben ihm zugewunken und gerufen, Hello Floyd, wie geht es dir? Die haben ihn beim Vornamen gekannt. Und er hat gesagt, das war mir so peinlich, vor all diesen geistlichen Leitern. Diese halb bekleideten Frauen rufen mich mit Vornamen und winken mir zu. Aber dann ist ihm eben in den Sinn gekommen, dass Jesus in dieser Begebenheit, es war ihm überhaupt nicht peinlich. Für Jesus war das überhaupt nicht peinlich. Und für diese Männer war das dann schlussendlich auch nicht peinlich,
weil sie merkten, der hat wirklich ein Herz der Liebe für diese Frauen. Der Pharisäer in dieser Geschichte, der hat sich auch seinen Teil gedacht. Steht Vers 39. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, als er gesehen hat, wie diese Frau hereinkam und direkt zu Jesus ging und anfing, zu seinen Füßen zu weinen und seine Füße benetzte und salbte, da dachte er und sagte bei sich selber, wenn dieser ein Prophet wäre, also wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer es ist und was das für eine Frau ist, die ihn da anrührt. Dass sie nämlich eine Sünderin ist, dass sie nämlich eine Prostituierte ist. Wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er das doch. Ich habe mich da gefragt, ja, wieso wusste er es? Wieso wusste er es, dass das eine Sünderin ist? Aber so diese Haltung, wenn das wirklich ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Er hat sich seinen Teil gedacht. Aber Jesus war diese Situation überhaupt nicht peinlich. Er war überhaupt nicht verlegen, sondern er war so rein in seinen Gedanken. Da war wirklich nur Barmherzigkeit und Liebe, diese göttliche Agape-Liebe. Es machte ihm überhaupt nichts aus, von dieser Frau berührt zu werden. Er stieß sie nicht auch noch weg und sagte ihr, jetzt geh dich zuerst mal reinigen, bevor du mich berührst. Nach den alttestamentlichen Reinigungsritualen und Vorschriften. Jetzt geh dich zuerst mal reinigen von dieser Sünde. Zumindest. Also er stieß sie nicht weg, sondern er nahm sie an. Total. Vorbehaltslos. Er ließ es zu, dass sie ihm ihre Liebe geben und ausdrücken konnte. Er nahm sie an, so wie sie war. So wie sie kam. Vorbehaltslos. So ist unser Gott. Er nimmt dich an, vorbehaltslos. Total. Ohne Bedingungen. Ohne Vorleistungen. Du darfst einfach kommen, wie du bist, zu ihm. Jederzeit. Auch in dieser eigentlich komischen, schwierigen, verfänglichen Situation blieb Jesus total souverän. Total souverän. Er ließ die Frau gewähren. Vers 40 bis 43. Und Jesus begann und sprach zu ihm. Also die Frau weinte zu seinen Füßen, salbte seine Füße und Jesus sprach zum Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er erwiderte, Meister, sprich. Jetzt sagt er Meister. Vorher hat er noch gesagt, ja, wenn der ein Prophet wäre. Jetzt sagt er Meister. Das ist ein Heuchler. Meister, sprich. Ein Geldverleiher hatte 2 Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Welcher wird ihn mehr lieben? Natürlich derjenige, der mehr erlassen worden ist. Das hat Simon der Pharisäer auch gesagt. Jesus gesagt, genau, richtig. Also wenn mehr geschenkt worden ist, wer mehr, hier steht im Griechischen dieses Wort Charis, Gnade, als Geschenk, wenn mehr geschenkt worden ist, wer mehr Gnade bekommen hat von Gott, der liebt mehr. Derjenige, der mehr Gnade von Gott bekommen hat, der liebt mehr. Und derjenige, der weniger Gnade von Gott bekommen hat, der liebt weniger, sagt er hier. Wem viel vergeben ist, der liebt viel, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Ist das nicht ein bisschen unfair? Demjenigen, dem viel vergeben worden ist, der viel Gnade von Gott gebraucht hat, der liebt dann auch mehr. Und derjenige, der nicht so viel Gnade von Gott braucht, der liebt dann weniger. Habt ihr das auch schon gehört? Der liebt dann eben weniger. Das ist doch, der eine ist klar benachteiligt. Derjenige, dem nicht so viel vergeben ist, der ist doch klar benachteiligt. Da könnte man doch sagen, sage mir, wie viele Sünden du gemacht hast, wie viel dir vergeben ist und ich sage dir, wie stark du Jesus liebst. Ja, sagt doch Jesus hier, wenn viel vergeben ist, der liebt viel.
Und wem nicht viel vergeben ist, der liebt dann halt eben nicht so viel. Nein, das ist hier nicht gemeint, überhaupt nicht. Sondern hier geht es darum, der eine wusste, ich brauche total in allen Bereichen meines Lebens Gnade. Ich brauche in allen Bereichen meines Lebens brauche ich Hilfe. Ich kann nichts aus mir selber machen. Ich kann nichts aus mir selber machen. Ich habe keine Möglichkeiten, mir selber zu helfen, mich selber zu schützen, mich selber zu befördern, mich selber zu fördern. Ich habe keine Möglichkeiten. Ich bin total auf Gottes Hilfe, auf Gottes Unterstützung, auf Gottes Schutz und Förderung angewiesen. Von mir, aus meiner Person, kommt überhaupt nichts Gutes, kommt nichts, was für Gott einen Wert hätte. Ich bin total auf ihn angewiesen, auf seine Gnade, auf seine Hilfe, auf seine Geschenke, auf seinen Schutz, auf seine Förderung. Ich bin total abhängig. Ohne ihn kann ich nicht leben. In allen Bereichen. Dass du eben nicht Bereiche zulässt in deinem Leben, wo du sagst, da kann ich es noch gut selber. Da habe ich es eben noch selber im Griff. Ich habe zwar auch meine Schwachheiten und meine Schwierigkeiten und meine Problembereiche, habe ich zwar auch, aber in anderen Bereichen bin ich doch eigentlich noch recht gut. Kann Gott eigentlich recht stolz sein auf mich? Da bin ich eigentlich recht brauchbar für Gott. Aber eben aus mir heraus, aus meiner eigenen Leistung, aus meinen eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und in diesen Bereichen, dort wo ich so denke oder dort wo ich diese Haltung habe, bin ich unabhängig von Gott. Dort habe ich nichts, was er mir vergeben müsste. Dort brauche ich keine Geschenke von Gott. Dort brauche ich keine Gnade von ihm, weil dort bin ich ja gut. Da brauche ich ihn nicht unbedingt. In anderen Bereichen vielleicht schon. Da habe ich eben 50 Denaren Schulden. Aber in allem anderen habe ich es gut im Griff. Unabhängig von Gott. Da brauche ich ihn nicht. Und in diesen Bereichen kommt die Selbstgerechtigkeit. Da sind wir eben aus uns selber heraus gerecht. Die Selbstkontrolle. Da kontrollieren wir unser Leben selber. Da lassen wir nicht zu, dass Gott die Kontrolle übernimmt. Sei es Finanzen, alle diese Bereiche sind wir selbstgerecht. So wie dieser Zöllner und dieser Pharisäer, die in den Tempel gingen und der Pharisäer schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bin durch und durch ein Sünder. Und der Pharisäer ging hinein und sagte, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlimm bin wie der da, dieser Zöllner. Ich danke dir, dass ich nicht so schlimm bin. Und Jesus sagt, der Zöllner bekam mehr Gnade von Gott, mehr Rechtfertigung als der Pharisäer. Der Selbstgerechte, der sich selber genügt, der unabhängig ist von Gott, der braucht Gott gar nicht. Der braucht ihn gar nicht. Dann ist Gott noch so eine nette Beigabe, eine Versicherung dann für später, aber man braucht ihn gar nicht unbedingt. Einigen Problemgebieten vielleicht, aber nicht umfassend in unserem Leben. Es geht hier eigentlich gar nicht nur um Tatsünden, sondern es ist eine Haltung. Eine Haltung, bin ich abhängig von Gott oder gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich eben unabhängig bin von ihm? Wo ich es selber mache, wo ich es selber im Griff habe. Ich selber wurde früher auch so immer wieder gelehrt, dass wenn mir viel vergeben ist, dann liebe ich Jesus mehr. Ich habe das immer wieder auch gehört von Leuten, die mir begegnet sind, von Christen, die mir gesagt haben, ja, ihr ehemaligen Fixer und Kriminellen, ihr habt es gut. Habe ich oft gehört. Ihr habt es gut, euch ist viel vergeben, darum liebt ihr Jesus umso mehr. Stimmt eben nicht. Stimmt eben nicht. Jesus meint nicht die Tatsünden, sondern er meint unsere Haltung. Deine Haltung, bin ich abhängig oder gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich unabhängig bin, wo ich selber kontrolliere, wo ich selber gerecht bin, wo ich aus meinen eigenen Leistungen, aus meiner eigenen Kraft moralisch integer lebe. Ein für Gott brauchbares Leben zu leben versuche, sündlos bin, aber aus mir heraus, nicht aus der Gnade Gottes heraus.
Und dann brauchen wir Gott gar nicht unbedingt. Dann brauche ich seine Gnade gar nicht unbedingt. Ich komme auch alleine gut zurecht. Unabhängig von Gott. Ich denke, das würde niemand von uns so sagen. Niemand von uns würde sagen, ja, ich habe Bereiche in meinem Leben, da brauche ich Gott nicht. Da komme ich gut allein zurecht, da kann er ruhig draußen vor der Tür stehen, da lasse ich ihn nicht hinein. Das würde niemand so sagen, weil ein anderes Wort ist ja Gott los. Da ist er draußen vor der Tür. In anderen Bereichen lasse ich ihn vielleicht rein, aber in diesen Bereichen lebe ich Gott los, ohne ihn, unabhängig. Und ich denke, das würde niemand so sagen. Aber unsere Haltung drückt es eben aus. Unser Leben drückt es dann so aus, dass wir in diesen Bereichen ohne ihn leben. Die Frage ist, warum mache ich das, was ich mache? Mache ich es, um den Menschen zu gefallen, um Ehre, Beifall, Anerkennung, Liebe von den Menschen zu bekommen, oder mache ich es, um Gott zu gefallen? Warum mache ich das, was ich mache? Diese Frau kam nicht herein, um den Menschen zu gefallen, sondern sie kam in diese Situation hinein aus Liebe zu Jesus, weil sie ihm ihre Liebe ausdrücken wollte. Mache ich das, was ich mache, um Menschen zu gefallen oder um Gott zu gefallen? Überleg dir das mal. Warum mache ich das, was ich mache? Suche Bestätigung von Menschen, Anerkennung, dass sie sagen, das ist ein guter Christ oder das ist ein guter Mensch, das ist ein lieber Mensch. Mache ich das, was ich mache, um das zu hören, um Beifall, Applaus, Anerkennung von Menschen zu bekommen, um geliebt zu werden von den Menschen, oder mache ich es, um Gott zu gefallen? Wer aus eigener Leistung lebt, wer aus eigener Kraft lebt, der bekommt dann schlussendlich auch die Ehre für das, was er gemacht hat. Wer aus eigener Leistung lebt, der verachtet dann auch die anderen, die eben nicht so gut sind wie er, die es nicht geschafft haben, so wie er. Wer aus eigener Leistung lebt, ist gnadenlos. Und er liebt nicht. Er liebt nicht. Und der andere, dem viel vergeben ist, der viel liebt, der sagt, hier bin ich habe nichts zu bieten, was Wert hätte für Gott. Ich bin total abhängig. Von mir selber kommt nichts, was irgendwie brauchbar und gut wäre. Ich bin total auf Hilfe angewiesen, weil ich nichts zu bieten habe, was Ewigkeitswert hätte. Ich brauche Hilfe, ich brauche Geschenke, ich brauche Gnade von Gott. Und das heißt nicht, dass wir unsere Begabungen, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, dass wir die verleugnen sollen. Aber es heißt, dass wir diese Geschenke, die wir ja auch von Gott bekommen haben, dass wir die nicht missbrauchen, um von den Menschen wieder zu bekommen. Dass ich nicht zeige durch meine Befähigungen, durch meine Talente, durch meinen IQ, durch meine Schönheit oder was auch immer, dass ich damit ausdrücke und zeige, ich bin gut, ich bin jemand, ich bin wichtig. Und dadurch Beifall, Bestätigung und Anerkennung von Menschen bekommen. Sondern dass wir die eben auch als Geschenke von Gott sehen. Gott hat mich beschenkt. Ohne ihn bin ich nichts, kann ich nichts. Dass wir uns nicht durch unsere Befähigungen versuchen, besser zu machen als die anderen Menschen, abzuheben von den anderen, um zu gefallen, um zu imponieren. Und diese zweite, dem viel vergeben ist, Jesus sagt, er liebt auch mehr. Wenn du dir viel schenken lässt von Jesus, wenn du nicht mehr aus eigener Leistung, aus eigener Bemühung und Anstrengung lebst, sondern alles, was du brauchst, bei ihm holst, bei ihm suchst, bei ihm holst und dann aus seiner Kraft lebst, dann liebst du viel. Dann erlebst du ihn als den Gott, der dich beschenkt. Und deine Reaktion wird Liebe sein. Du wirst ihn zurücklieben. Wie David das gesagt oder erlebt hat immer wieder, wo er sagen konnte, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Psalm 18. Dann zählt er auf, was Gott alles für ihn ist. Alles. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich mich verlasse, mein Schild
und meines Heiles Horn und meine Zuflucht. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Aber es fängt damit an, dass wir uns beschenken lassen von ihm. Dass wir nicht versuchen, ihm irgendwie zu imponieren, dass wir nicht versuchen, den Menschen zu imponieren, sondern dass wir uns zuerst einfach mal beschenken lassen von ihm. Mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Dass wir Beschenkte sind. Vers 44. Und indem er sich zu der Frau hinwandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Wasser für die Füße hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Einen Kuss hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Mit Öl hast du mein Haupt nicht gesalbt. Sie aber hat mit Salbe meine Füße gesalbt. Dann weiter, Vers 47 folgende. Deshalb sage ich dir, das sagt er jetzt zum Simon, dem Pharisäer, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Sie hat viel Gnade genommen, Gnade bekommen von Gott. Es ist ihr viel geschenkt worden und darum hat sie viel zurückgeliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wer wenig Gnade nimmt, wer wenig Geschenke nimmt von Gott, der liebt wenig. Er sprach aber zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben. In dieser ganzen Begebenheit, in dieser ganzen Geschichte hat die Frau kein einziges Wort geredet. Sie hat kein Wort gesagt. Sie hat nicht gesagt: Oh Gott, vergib mir meine schlimmen Sünden. Es sind ihrer so viele. Hat sie nicht gesagt. Sie hat kein Wort gesagt. Kein Lippenbekenntnis. Sondern sie hat nur ausgedrückt mit ihrer Handlung, dass sie umgekehrt hat, dass sie Jesus erkannt hat und dass sie umkehren will, dass sie herauskommen will aus diesem Leben der Sünde. Wichtiger als das Lippenbekenntnis ist ja, dass wir wirklich umdenken und umkehren. Und das hat diese Frau gemacht. Und Jesus hat gesagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Diese ganze Handlung dieser Frau war ein Akt des Glaubens. Vers 50. Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Nicht nur Vergebung. Da steht dieses Wort sozo im Griechischen. Das ist die Errettung. Das ist eine alles umfassende Errettung. Nicht nur Vergebung, sondern das ist Wiederherstellung, das ist Heilung. Das ist alles drin beinhaltet. Die totale Erlösung, die Jesus für uns erwirkt hat. Dein Glaube hat dich total wiederhergestellt. Gerettet, geheilt, befreit, freigesetzt. Das war eine Handlung des Glaubens und der Liebe. Diese Frau. Und sie liebte, weil sie viel Gnade empfangen, genommen hatte. Sie war voller Liebe, so voller Liebe, dass es ihr völlig egal war, was die Menschen über sie denken. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Sind wir abhängig davon, was die Menschen über uns denken? Was denken jetzt die über mich, wenn die hören, dass ich Christ bin? Sind wir abhängig davon, was die Menschen über uns denken, wenn sie uns nächsten Samstag da draußen sehen? Kopf runter, Schlapphut, sie mich nicht erkennen. Und wenn sie durch sind, Kopf wieder hoch. Dieser Frau war es völlig egal, was die Menschen über sie denken. Es war ihr völlig egal. Ich denke, wenn wir wirklich voll sind von dieser Liebe, wenn wir wirklich überzeugt sind, dass wir das Beste haben, was es gibt, nämlich die Liebe Gottes, wieso sollten wir uns dann schämen dafür? Wieso sollten wir uns dann schämen, wenn Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn uns sehen? Wir schämen uns doch nur dafür, wenn wir nicht wirklich überzeugt sind, dass wir das Beste haben. Dass die Liebe Gottes das Beste ist. Wenn du völlig überzeugt bist, das ist das absolut Beste, was es gibt in diesem Universum, dann schämst du dich doch nicht dafür. Wenn du den neuesten BMW 500 oder 740 CSI oder was es da gibt, fährst, dann stellst du ihn doch vorne mitten vor den Eingang, dass jeder den sieht. Du schämst dich doch nicht.
Oder den neuen Volvo V70T. Dann stellst du ihn doch vor den Eingang, dass jeder ihn sieht. Du schämst dich doch nicht. Wenn du weißt, dass das, was du hast, das Beste ist, dann schämst du dich doch nicht. Außer du bist nicht ganz überzeugt, dass es wirklich das Beste ist. Ist doch so, oder? Wenn wir wirklich überzeugt wären, dass Jesus wirklich die Antwort ist, das Beste ist, was dieser Menschheit geschehen kann. Wenn wir wirklich überzeugt wären, wie diese Frau, ich brauche diesen Jesus in allen Bereichen meines Lebens, ohne ihn läuft nichts bei mir, dann würden wir uns doch nicht schämen. Wenn wir wirklich überzeugt wären, was das alles stimmt, was hier drin steht, wieso sollten wir uns dann schämen? Und ich denke, es fängt damit an, dass wir anfangen, Gnade zu nehmen. Solange wir unsere eigene Leistung bringen müssen, aus uns selbst heraus all das irgendwie bringen müssen, schaffen wir es nicht. Es fängt damit an, dass wir eben aufhören, unabhängig zu sein von Gott und abhängig sind von ihm, uns von ihm führen, leiten lassen, in allen Bereichen, auch nächsten Samstag. Dass wir abhängig sind von ihm. Und wenn wir wirklich abhängig sind von ihm, dann werden wir unabhängig von der Meinung der Leute über uns. Dann bist du nicht mehr bestimmt von dem, was sagen die Menschen über mich. Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Nein. Aber es beginnt damit, dass wir aufhören damit, uns selber besser hinzustellen, als wir sind. Besser scheinen zu wollen, als wir sind. Sondern dass wir eben dazu stehen, hey, ich bin Christ. Ich bin so. Und ich habe vielleicht noch diese und jene Fehler. Ich bin so. Dass wir aufhören, Ehre, Bestätigung, Anerkennung, Liebe von Menschen zu suchen und zu holen. Dass wir aufhören, uns auf unsere Begabungen, Fähigkeiten, Talente, Schönheit, IQ, was auch immer, etwas einzubilden. Es sind auch Geschenke, die dir dein Vater gegeben hat. Dass wir sie nicht missbrauchen, um von den Menschen Beifall zu bekommen, um zu dominieren, um zu imponieren. Dass wir aufhören, andere zu verachten. Dass wir aufhören, aus eigener Leistung heraus gut sein zu wollen. Du schaffst es sowieso nicht, es geht nicht. Dass wir stattdessen anfangen, wie diese Frau, ganz nah zu Jesus hinzugehen. Am besten täglich ihm zu Füßen liegen, ihn anbeten, Gemeinschaft haben mit ihm, ihm gut tun wollen, ihn ehren, ihn anbeten, ihn beschenken. Und dass wir uns dann im Gegenzug von ihm beschenken lassen. In Johannes 1, Vers 16 steht, aus seiner Fülle, das ist eine riesige Fülle, haben wir genommen Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Hole alles, was du brauchst in deinem Leben, in deinem Alltag. Hole alles, was du brauchst bei ihm. Geh zuerst zu ihm und sag, ich brauche Liebe, ich brauche Frieden, ich brauche Freude. Geh zu ihm, hol aus dieser Fülle. Das ist eine Riesenfülle, die ist nie erschöpft. Geh zu ihm und hole alles, was du brauchst bei ihm. Nicht bei Menschen, sondern bei ihm. Hol es bei ihm. Lass dich lieben, lass dich bestätigen von ihm. Für alle Bereiche, für alle Lebensbereiche. Gnade holen bei ihm. Lass es nicht zu, dass es in deinem Leben Bereiche gibt, wo du gottlos bist, wo du unabhängig bist, sondern lass es zu, dass in jedem Bereich deines Lebens Gott drin ist, dass er in jeden Lebensbereich hineinsprechen darf. Und nimm Gnade für diese Lebensbereiche. Nimm Gnade, Vergebung, Gnade, Kraft, nimm Geschenke, alles, was du brauchst, damit du siegreich durch diese Situationen hindurchgehen kannst, durch dein Leben hindurchgehen kannst. Nicht aus deiner Leistung, sondern mit seiner Kraft. Amen.